Moinsen, ich bin wer Miss Lol Hey. Das war Plattdeutsch. Keine Sorge, das wird kein langweiliges Lernvideo, also sage ich euch jetzt schon mal dranbleiben und aufpassen. Denn wenn ihr vielleicht irgendwann mal in Ostfriesland seid und irgendwie so komische Gespräche mitkriegt, dann wisst ihr vielleicht ein bisschen, worum es geht. Und auf los geht's los. Sag mal, bist du mal? Diesen Satz kann man sehr gut anwenden, wenn man von Idioten umzingelt ist, denn das heißt nämlich nichts anderes als, sag mal, bist du bescheuert? Was mir gerade so eingefallen ist, ihr könnt ja mal versuchen, mit zu übersetzen. Ihr stoppt das Video einfach und dann schreibt ihr mir das in die Kommentare, was ihr meint, was das übersetzt heißt. Also auf Deutsch. Viel Spaß dabei. Falls ihr mal in der Kneipe oder irgendwo anders in der Disco oder keine Ahnung wo was trinken seid, also Alkohol oder so, natürlich kann man das auch mit einem normalen Getränk machen, aber dann sagt man, vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Also ganz einfach übersetzt, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Klingt voll doof irgendwie auf Deutsch, aber dafür gibt es ja Plattdeutsch, damit das umso cooler klingt, ne? Falls ihr irgendwo anders wegkommt und nicht aus Ostfriesland bzw. nicht aus dem Norden, wo man das nicht sagt, macht das doch einfach mal und sagt beim nächsten Mal einfach nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Wenn ihr irgendwann mal sauer oder genervt von einer bestimmten Person seid, dann sagt ihr doch einfach, ich hau die Foot ein und back. So, und das heißt übersetzt, ich knall dir gleich eine. Also merkt euch das, ich hau die Foot ein und back. Jetzt kommt ein Satz, den ich erst überhaupt nicht verstanden habe. Und ich bin mal gespannt, ob ihr den versteht. Also, Skidigol, Speck auf All, beides Wort mit B geschrieben. So, übersetzt heißt das Ganze, scheißegal, Speck oder Aal, beides wird mit B geschrieben. So, und jetzt möchte ich von euch wissen, was der Satz zu bedeuten hat. Kommentieren! Jetzt kommt wieder ein lustiger Satz, nämlich der glänzt nicht so als ein Kattkühl in Düsten. Das heißt nichts anderes als der glänzt genauso wie Katzenscheiße im Dunkeln. Jetzt denkt ihr sicher, wann sagt man denn das? Aber ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wenn jemand vom Joggen wiederkommt oder generell vom Sport und mega verschwitzt ist und man sieht echt wirklich, dass er im Gesicht voll am Glänzen ist, da könnte man das zum Beispiel sagen. Oder wenn ein Fenster gerade geputzt worden ist, könnte man auch sagen, der Fenster, der glänzt nicht als Katschgiet in Düsten. Auch wenn das übersetzt total bescheuert klingt, ich meine, aber so sind die Ostfriesen, ne? Ihr kennt das bestimmt, wenn Leute irgendwie nach außen hin anders erscheinen, als sie wirklich sind. Also da gibt es ja eine Masse von. Und dazu sagen wir dann, das heißt nichts anderes als erst von vorne wie ein Reh und von hinten wie ein Pferd. So, und jetzt stellt euch das mal bildlich vor. Also ein Rehpferd. So, und zu guter Letzt habe ich noch einen Witz für euch. Du Hannes, sag mal, ruck den Pit? Nee, wo kommst du dann wie? Ja, dann deit mir das leid, dann brannt den Stahl, mein Jung. Vielleicht habt ihr den Witz auch schon verstanden. Also, ich übersetze euch den mal. Da treffen sich zwei Bauern und dann sagt der eine zu dem anderen, du, sag mal, raucht dein Pferd? Und dann sagt der andere, nee, wie kommst du da denn drauf? Und dann sagt der erste Bauer wieder, du, dann tut mir das leid, dann brennt dein Stall, mein Junge. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das etwas andere Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben. Und wenn ich sowas öfter machen soll, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr auch gerne das tun. Und ja, hier verlinke ich euch nochmal meinen ersten Vlog. Und hier mache ich mal das Erkennst du dich wieder Video hin. Also, bis zum nächsten Mal und hoffentlich bis nächste Woche Montag. Tschüss!